SRF Audio. Da schreit das Herz vor Glück. Vargas. Oder vor Schmerz. Und dann ist der Ball wieder nicht. Beim Fußballschauen oder beim Kommentieren geht das Herz voll mit. Vielleicht auch heute Abend wieder, wenn die Schweiz an der WM gegen Kanada spielt. Und das Herz, das macht wortwörtlich so richtig einen mit beim Zuschauen. Da kann man gleich auf eine halsbrecherische Achterbahn. Also der Körper stößt sowohl auf der Achterbahn als auch beim Fußballschauen Adrenalin aus und reagiert gleich, sagt der Herzspezialist. Fußballschauen geht also ans Herz und kann das Risiko für einen Infarkt erhöhen. Wir schauen in den Körper und finden raus, was passiert, wenn wir einen Match schauen. Und keine Angst, wir verderben nicht die Freude am Spiel, denn mitjubeln und mitleiden tut gut. Das wisst ihr vermutlich schon längst. Ihr erfahrt hier, warum das so ist, was im Körper genau passiert. Das ist News Plus. Ich bin Rina Telli. Salut zusammen. Mitfiebern, bis der Arzt kommt. Das meine ich jetzt nicht einfach so als Spruch. Das gibt's wirklich. Ja, tatsächlich gibt es da Untersuchungen aus Deutschland zu dem Thema. Und man hat eine bis zu 2,5-fache Steigerung von Herzinfarkten gesehen. Das ist Jan Kleberger. Er erklärt uns in dieser Folge, was da im Körper genau passiert, wenn es voll abgeht an einem Match. Für mich ist Jan Kleberger ein totaler Glücksgriff. Er fühlt nämlich voll. Beides. Das Herz. Er ist Kardiologe, also Herzspezialist am Unispital Zürich. Und er hat ein großes Herz für Fußball. Das heißt, ich kümmere mich um alle Themen rund ums Herz. Und in meiner Freizeit bin ich vor allem auch Fußballfan, gerade während so einer Weltmeisterschaft. Heute Abend spielt die Schweiz an der Fußball-WM gegen Kanada. Und darum habe ich meinen Kollegen Lionel Mattmüller gebeten, das Spiel emotional einzuordnen, auf einer Skala von 1 bis 10. Lionel ist Sportjournalist und kommentiert für Radio SRF heute das Spiel. Ich gebe dem Spiel eine solide 4, vielleicht sogar eine 5. Also auf einer Skala von 1 wie zum Gähnen langweilig bis 10 wie maximale Anspannung sind wir bei einer 4. Für ein schwaches Herz vermutlich kein Hochrisikospiel, aber klar, da ist trotzdem Spannung drin. Es ist ja Weltmeisterschaft, es geht um was, es geht um den Gruppensieg. Es sind zwei richtig tolle spielende Mannschaften, finde ich. Also Kanada und die Schweiz spielen beide offensiven Fußball, spielen attraktiv, da entsteht Torgefahr. Das kann ja schon dafür sorgen, dass man dann das Blut quasi erhitzt. Trotzdem sind beide Teams so gut wie weiter. Es ist noch ein Gruppenspiel, es ist noch nicht der ganz große Gegner, es ist nicht K.O.-Phase, also irgendwo in der Mitte. Der Herzspezialist hat schon ganz am Anfang gesagt, wer bei einem Fußballspiel voll abgeht, kann sich genauso gut auf einer wilden Achterbahn wegbrettern. Also der Körper stößt sowohl auf der Achterbahn als auch beim Fußballschauen Adrenalin aus. Also es ist eine ähnliche Fluchtreaktion wie bei einer echten Gefahr. Der Körper kann da gar nicht richtig unterscheiden, ob es jetzt ein Penalty-Schießen ist oder eine echte Gefahr und reagiert gleich. Das tönt ganz so, als ob uralte Instinkte aktiviert werden. Es wird die Kampf- oder Fluchtreaktion, sagen wir dazu, gestartet. Und es wird unter anderem Adrenalin freigesetzt aus der Nebenniere. Und das steigert den Blutdruck und die Herzfrequenz. Und das kann man schon vergleichen bei einem intensiven Fußballspiel wie mit einem leichten Ausdauertraining. Einfach nur Fußball schauen kann also den gleichen Effekt haben wie ein leichtes Training. Tönt voll praktisch. Außer natürlich, man geht so mit, dass es dem Herz zu viel wird. Das geht über die Stressreaktion, die der Körper ausbildet. Und das verändert zum einen die Flusseigenschaften vom Blut, zum anderen steigt der Blutdruck. Und wenn der Blutdruck steigt, kann gerade eine empfindliche Stelle, wo sich über die Jahre schon Cholesterin abgelagert hat, einreißen. Und wenn das passiert, verklumpt eben das Blut an dieser Stelle, verstopft das Herz-Kranzgefäß und dann hat man, wenn man so will, einen emotional bedingten Herzinfarkt. Das klingt jetzt sehr drastisch. Für wen kann denn das tatsächlich gefährlich werden? Ja, da kann ich Sie auch schon mal beruhigen. Also letztendlich ist es jetzt nichts, was einen davon abhalten sollte, Fußball zu schauen, weil es eben auch viele positive Effekte hat.
Das betrifft vor allem Leute mit einem ausgeprägten Risikoprofil. Also das betrifft insbesondere Leute, die lange geraucht haben, die Bluthochdruck schon langjährig haben, hohes Cholesterin und auch entsprechendes familiäres Risiko. Dann ist es nicht nur das Spiel allein. Wer zum Match literweise Bier trinkt und vor lauter Stress ein Pack Ziggis wegschlotet, tut sich auch nichts Gutes. Logisch, empfiehlt der Arzt, mit solchen Genussmitteln nicht zu übertreiben. Aber dafür hilft da was ganz anderes. Oder vielleicht auch gemeinsam mit anderen ein Spiel schauen, damit man nicht allein ist, falls es zu einem Notfall kommen sollte? Ja, genau, das sowieso ist auch ein wichtiger Aspekt. Zum einen, dass man dann nicht alleine ist, falls man dann doch was merkt auf der Brust und vielleicht Hilfe braucht. Und zum anderen setzt dieses gemeinsame Erlebnis auch das Sozialhormon Oxytocin frei, was für eine stärkere Bindung sorgt und insgesamt führen soziale Integration und gute soziale Beziehungen dazu, dass man ein geringeres Risiko hat, langfristig gesehen, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also wir wissen, dass gerade bei älteren Leuten Einsamkeit auch ein Faktor ist, der schlecht ist fürs Herz. Das ist ja eben auch die Verbundenheit, das gemeinsame Mitfiebern. Es kann für Körper und Psyche gut sein, wenn Emotionen so gelebt werden. Ganz sicher. Also es ist auch ein guter Ausgleich zum Alltag. Da kann man sich wirklich mal die mindestens 90 Minuten, die es dauert, wirklich voll auf was anderes konzentrieren, abschalten. Und dieses Auf und Ab, was man erlebt, was auch sein kann, sogar wie ein leichtes Ausdauertraining, kann natürlich auch dann einen positiven Effekt haben auf den Körper. Kommt es denn darauf an, ob das Lieblingsteam das Spiel gewinnt oder verliert? Also tatsächlich hat man bei dieser großen Untersuchung in Deutschland gesehen, 2014, dass es keinen Einfluss darauf hatte, ob es jetzt ein Spiel war, was gewonnen wurde oder verloren wurde, sondern allgemein die Aufregung vom Fußball hat anscheinend dazu geführt, dass mehr Leute wegen einem Herzinfarkt ins Spital gekommen sind. Also am Ende ist Stress für den Körper Stress und das ist nicht gerade förderlich für die Gesundheit, heißt das? Ja, also genau. Und Stress ist auch etwas sehr Subjektives. Jeder empfindet es anderes. Manche Leute interpretieren körperliche Anspannung eben als negativen Distress, sage ich jetzt mal, während das für andere Leute dieses Kribbeln, was man auch spürt beim Auf und Ab beim Fußball, ist das dann eher was Gutes. Wir sagen dazu auch Eustress. Also die fühlen sich dann richtig belebt dadurch. Kommt es denn darauf an, ob man dieses Spiel heute Abend allein zu Hause am Fernsehen schaut oder in einem Public Viewing oder vielleicht sogar im Stadion? Also wirkt sich das anders aus auf den Körper? Also das hat man jetzt nicht wissenschaftlich untersucht, meines Wissens. Aber so rein von der Logik her würde ich sagen, es macht schon einen Unterschied. Also ich persönlich merke bei mir selber auch, wenn ich zu Hause schaue mit meiner Familie vorm Fernseher, bin ich in einer anderen Stimmung, als wenn ich ins Stadion gehe, wo man ja noch mit der Gruppendynamik mit vorgepeitscht wird, oder bei einem Public Viewing, wo ja auch noch viel mehr Leute sind. Vor allem kommt noch dazu, draußen ist es ja zumindest jetzt aktuell noch mal heißer in der Regel. Und wenn man dann zum Beispiel auch noch in der prallen Sonne steht, kann es natürlich auch sein, dass man dann dehydriert. Manche Leute kriegen dann schon richtig eine Ohnmacht, eben weil der Blutdruck so abrauscht. Sie haben es gerade gesagt, alle Personen reagieren verschieden. Lässt sich überhaupt seriös messen, was so ein Spiel mit dem Körper anstellen kann? Ja, also letztendlich die wissenschaftliche Untersuchung, auf die ich da Bezug genommen habe, die haben, wenn man so will, einfach nur gezählt, wie viele Leute mit einem Herzinfarkt ins Spital gekommen sind während der Weltmeisterschaft 2014 und 2006 und es dann einfach verglichen mit einer Periode, wo kein größeres Fußballereignis war. Und andere Leute haben einfach mal den Blutdruck regelmäßig gemessen bei Leuten, die Fußball schauen. Und da kann man dann schon sehen, wie das Herz-Kreislauf-System reagiert. Nochmal der Ball in die Tiefe, Ball zur Mitte vielleicht. Oh, der kommt leider nicht. Achtung, die Schweizer immer noch. Embolo, jetzt aber! Jetzt steht da noch einer auf der Linie. Jetzt haben wir über die Auswirkungen gesprochen eines Fußballspiels auf den Körper. Heute Abend spielt die Schweiz gegen Kanada. Es ist extrem heiß. Was heißt das alles jetzt für den Körper? Also letztendlich führt die Hitze noch dazu, dass allgemein das Herz und der Kreislauf schon mehr arbeiten muss, weil eben die Blutgefäße weit gestellt sind. Das heißt, der Blutdruck wird niedriger, heißt, das Blut versackt auch ein bisschen mehr in den Beinen. Ich empfehle, dass man dann guckt, dass man die Wohnung vielleicht doch irgendwie runterkühlt bekommt, zum Beispiel durch nächtliches Auskühlen lassen und Lüften. Und dass man auf eine ausreichende Trinkmenge achtet. Also bei so einer Hitze sollte man auf jeden Fall auf sein Durstgefühl hören und mindestens 2 Liter am Tag trinken, wenn man ansonsten herzgesund ist.
Jetzt zum Schluss noch mal zusammenfassend gefragt, Herr Kleberger, mitfiebern während eines Fußballspiels Risiko für den Körper oder auch eine Chance für die Gesundheit? Also ich würde sagen, unterm Strich ist es eine gute Chance für die Gesundheit, eben weil der soziale Aspekt sehr positiv ist und auch die Kreislaufreaktion, die ist wie bei einem leichten Herz-Kreislauf-Training, ist sicherlich auch positiv, dass man auch mal ein bisschen in Schwung kommt. Aber natürlich sollten vulnerable Leute schauen, dass sie nicht alleine schauen und nicht noch stressende Begleitfaktoren dazukommen, wie einen Alkoholrausch jetzt zum Beispiel. Sport ist ganges Risiko, könnte man sagen. Eines, das Fans gern eingehen, weil es ja auch so viel zurückgibt. Auch SRF-Sportredakteur Lionel Mattmüller fühlt mit. Auch oder gerade weil es seine Aufgabe ist, Spiele professionell zu kommentieren. Man will die Emotionen ja auch transportieren und die Leute, die uns zuhören, die wollen nicht, dass ich ruhig bleibe, wenn ein Tor fällt, glaube ich. Trotzdem ist es auch meine Aufgabe oder unsere Aufgabe, dann schnell wieder einzuordnen und wieder Analysen zu bieten. Also wie ist das Tor zustande gekommen, wer hat da besonders gut gearbeitet, wer hat vielleicht einen Fehler gemacht, wo ist das Tor entstanden, solche Dinge zu sehen und einzuordnen und zu beschreiben. Wir arbeiten ja viel mit Beschreibungen, weil wir den Menschen die Bilder liefern wollen und das ist schlussendlich wieder eher eine nüchterne Angelegenheit. Also es geht wirklich darum, dass man die Emotionen zulässt und das geht vielleicht 10, 20 Sekunden und dann kommt man aber schnell wieder runter und schaut die Wiederholungen und beginnt zu analysieren. Trägst du eigentlich eine Smartwatch? Also könnte man schauen, was bei dir Puls und alles machen, wenn es dann so abgeht in einem Spiel? Nein, ich habe tatsächlich keine Smartwatch, aber ich glaube, sie würde wahrscheinlich schon ausschlagen. Also wenn ich jetzt die Schweiz kommentiere an einer Weltmeisterschaft und die erzielen 4 Tore gegen Bosnien-Herzegowina, da könnte man wahrscheinlich schon etwa erkennen, wo die Tore gefallen sind, würde ich jetzt mal einfach so behaupten. Wir bringen euch das WM-Spiel Schweiz-Kanada live im Radio auf SRF 3 und im Fernsehen auf SRF 2. Im Beschrieb zu dieser Folge findet ihr die Links zu den Live-Übertragungen. Ja, und wie euer Körper auf diesen Kick reagiert, das wäre jetzt ja geklärt. Das war's für heute mit News Plus. Am Start für euch waren Tobias Bühlmann, Peter Hanselmann und Rina Telli. Uns gibt's morgen wieder pünktlich zum Feierabend mit einem vertieften Einblick hinter die Schlagzeile des Tages. Drückt in eurer Podcast-App auf Abonnieren und ihr verpasst keine Folge. Salut zusammen und bis dann. Das war ein Podcast von SRF. Produziert im Auftrag der SRG.